Herzlich willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele. An Heisin als Haupttiteln von dieser Emission. Betroffene Mammen klammen auf Barrikaden und fordern ein Ende von der Maskepflicht an den Schulen. Am Visier als der Minister Claude Meisch, dem man zum Teil scharfe Kritiken konfrontiert wird. Da geht die Gewur für was den langjährigen DP-Politiker Jean-Paul Rippinger schockiert über die ablackliche antiliberale Regierungspolitik von Gambia aus. An der Frauen setzen sich für die wichtige Rolle von den Mammen an unserer Gesellschaft an. Just für Mammendach hatten sie an der Stadt und noch zuerst Ulzig eine Flott-Sensibilisierungsaktion lanciert. Der ADR begrüßt die rezenten Lockerungen am Kader vom Covid-Gesetz, wie zum Beispiel die Abhilfe von der Ausgangssperre an, dass den Horeca-Sektor nächst bald normal schaffen gelost wird. Die erinnern sich, dass sie ein paar ADR-Forderungen die Regierung also endlich umgesetzt hat. Das ist verfassungsmäßig garantiert Grundfreiheiten, aber noch immer nicht spielen, das kritisiert die Alternativ-Demokratische Reformpartei weiter scharf. Als Kernmessage sind das: erstens, von Anfang an, das heißt von direkt nur mit der Krise, wird der ADR gegen alle Einschränkungen von der verfassungsmäßig garantierte Grundrechte. Wir verlangen noch hieran, dass der Staat sich aus dem Privatleben und aus der Privatsphäre von Delikten heraushält. Das geht der Staat nicht an, ob man zu 4 oder zu 10 daheim sind. An unserem Gesellschaftsbild dezidieren Leute selber als Freibürger, was sie bis sich daheim wollen machen. Und eben nicht der Staat. Zweitens, wir wollen als ADR nicht, dass Privatleute einer Privatleuten hier Gesundheitszustand kontrolliert. Für uns als ADR ist das eine Aufgabe, die am Kader von Präzedenzgesetzen Regeln dem Staat zukommt. Oder eben dem Personal, das dazu berechtigt ist. Wir wollen Persönlichkeitsrechte, den Datenschutz und das Secret Medical von den Bürgern schützen und garantieren. Sensible Donnerien sollen privat bleiben. Kein muss in einem Wirt, Restaurateur, einem Employee, an einem Kino oder einem Trainer am Sport seine medizinische Stunde erweisen. Wir warnen für an diesen Entwicklungen, weil die Regeln, die wir auch abfeiern, kann mehr für eine Krankheit gelten. Wir fangen hier leichtfangig eine Entwicklung an, von der man nicht fassen, wo sie feiert. Drittens, wir freuen als RDR mehr Flexibilität bei der Maske für die Kinder an den Schulen. Für die Kinder, die wollen antun, soll das selbstverständlich möglich sein. Die allgemeine Pflicht für Masken zu drohen, geht es aber zu weit und darüber wollen wir das in separat aufstimmen. Am Sport verlangen wir, dass all die Sportarten, die an freiem Himmel sind, wie zum Beispiel am Fußball, nicht kann normal gespielt werden, ohne Restriktionen. Freiheit, Allgemeinwohl, Individualität und Respekt, das ist das Motto von der Lützeburger Fairbewegung, die sich für einem halben Jahr formiert hat. Eine Plattform mit ein paar hundert kritischen Eltern, Enseignern und Edukateuren, die sich für die Kinder einsetzt, denen hier Rechte hinter dem Anfang von der Corona-Krise immer mehr respektiert gehen. Schon mehr wie einmal hatten wir hier Vertreter heute zu Wort kommen gelassen. Aktuell sind enttäuscht, an sogar Rosen drüber, dass die Maskepflicht am Klassensaal beibehalten gehen ist. Das lo auch nach bei der sommerlichen Hitze, Kanner bannen an der Schule weiter de Mask müssen drohen, dazu ist beim Chantal Reinhardt für Roserei. Sie verlangt, dass der Edukationsminister Stellung dazu hält. Es ist angenehm erkannt, mit so vielen Stunden sitzen zu lassen, mit einer Maske. Auch Lehrpersonal natürlich, überhaupt alle guten Menschen. Und da müssen wir gucken, das geht ja nicht mehr gefolgt, Maske an. Du könnt ja noch von der Santé ganz viele andere Kriterien drin, da die müsst wechseln, da sind. Das interessiert kein Mensch. Also du kannst die Schleuder auf die Bank lehnen, du kannst einen Schulsack machen, du kannst mit der umgehen, wie du gerade willst, du kannst auch einen Kollegen lehnen, wenn es vergessen wird. Also wie dumm da auch nach Umgang geht, müssen wir auch schon bedenken, also wirklich so ausstechend bei den Kindern an der Schule, wie das durchgestaltet wird, dass da die Panik gemacht wird. Also ich gebe so, dass die Gruppe, also mir dann, die Gruppe leiden, die Gruppe an auch die interessiert sind, geben wir appellieren, wenn es nicht abgehoben wird an der Schule, die Maskepflicht, ob man es zu erklären, wieso
an der Pause nicht, wieso an der Schule, aber was der Sinn ist, man kann da sitzen, nicht packen, wieso sie aber die Masken müssen untun, was tun sie Angst, was tun sie Fährten, was geht da verbreitet und dann als zu erklären, wieso dass so viel Freiheit in der Lockerungen kommen an andere Bereiche an ob der Virus dann man gefährlich als in anderen aus oder worum es da geht. Das wäre ein wichtig froh. Ich meine, die viele Leute die interessieren, dass den Herr Meistadt vielleicht besser erklären, was du will raus und wie kann er weiter die Masken müssen unhalten. Deitlich wird er auch von einer anderen engagierter Mann. Der Mensch hat den freien Willen. Ich fordere Freiwilligkeit, was die Maskepflicht anbelangt. Dass es keine Pflicht mehr gibt. Und zwar ganz einfach, den Maske will untun, gut, der kann sich Maske untun. Das ist seine Responsabilität. Auch den obligatorischen Ersatz von den Schnelltester an der Schule ging kaum Sinn machen. Du hast auch einen Rekurs am Laufen, weil ein Enseignant, den ist kein Mediziner. Das ist auch kein Laborant, das ist kein Supervisor, das ist nicht einem Enseignant, für zu sagen, den Test ist positiv oder negativ. Das ist nicht sein Erbe. Das steht nicht an seinem Kontrakt. Das sind Kanner an der Schule des Thema müssen testen lassen, die Schnelltester, die so genial sind, dass von der positiv aus, dann sind aber müssen an den PCR-Test gehen. Aber wenn sie dann den PCR-Test an den Schnelltest negativ sind, müssen sie nachher mit Maske und das übrigens dann die ganze Klasse und so weiter und so weiter. Denke ich, dass an dem Ganzen nicht viel Logik ist. Dat weiter propagiert gëtt fir den Deel vun der Population ze impfen, den am mansten vu Corona betraff an noch am wenigste Symptome weist, wär irresponsabel. Wieso gibt es keine Plattform, wo der Pro und der Contra gibt? Nee, es gibt ja nicht mehr die enge Seite, durchimpfen. Kannst du und du stellst einen kritisch froh. Ja, voilà, aber die Geimpften müssen auch noch eine Maske tun. Und wieso das Impfen? Boah, du bist ein Verschwörungstheoretiker, du bist nicht solidarisch. Also wie gesagt, ich wäre froh, wenn den Herr Meisch oder wen auch immer, Algo, die Virologen, gingen ganz genau mal erklären, wieso sie wollen die Leute all durchimpfen. Wann die engagiert Eltern vom Medikationsminister mat ihre berechtigte Sugen weiter ignoriert gin, da ging nach just eng Option bleiben, nämlich fir d Kanner daheim zu halen. Was könnten sie dann all machen? Bei wem ist an einer Klasse von 15 Kanner da mal 7 nicht da wären. Und das wirklich landweit. Also so landesdeckend, so wie sie ja auch dann testen, könnten sie ja dann noch so, voilà, machen wir das tun. Und dann müsst ihr aber mal ein bisschen reagieren. Bei wem Kanner nicht mehr an die Schule kommen, viele Kanner nicht mehr an die Schule kommen, müsst ihr aber da etwas geschehen. Dat der erste Stoff ersetzt, dat Schluss ist mit der Maskepflicht an der Schule, das wir sind zu schätzen. Ja, Maskepflicht muss aufgeschafft gehen. Wieso möchten Politiker das nicht? Wieso sind die Einzigen, die das wollen? Boah, da muss er auch aufpassen, weil er kriegt da wahrscheinlich auch nach Land Staffeln. Weil wenn wir eigentlich etwas anderes will wie die Maske, dann geht es los. Aviséiert kann goe, wann in Maskepflicht an noch méi allgemeng Corona-Politik vun der blo-rot-gringer Regierung kritisch hannerfreet, weist de Fall vum Dr. Benoit Ochs, die vum Collège Medical ugesicht gouf, as sech lof jo Gericht huet misse verantworten. Ganz viel Leiit waren kom fir den engagierten Allgemengmediziner vu Jung Lünster ze unterstützen, je riskeiert de Berufsverbot vun engem Joer Urteil ass de 14. Juli. Lo spezieller Covid-Zeiten sind die Jung nach méi virun den Ekran wéi fir drun. An da doch am Unterricht an der Schule immer méi stark op Digitalisierung oder vielmei op eng Bildschirmiséierung gesat gëtt, dat mischt dem Geoprofessor Fred Keup Welt sugen. An ganz vielen Büchern an Etüden stellen Experten mittlerweile fest, dass Bildschirme, das heißt Computer, Smartphone, Tablet, gefährlich kann sein für das Gehirn von einem Jungen. Die agieren nämlich teilweise auf die nämliche Gehirnzone, wie das auch Drogen machen. Sie können feiern zu einem kognitiven, emotionellen und sanitären Risiko. Auch geht davor jetzt, dass der pädagogische Mehrwert von diesen informatischen Instrumenten stark limitiert ist. Sodass ich zur Konklusion kann kommen, dass das ganz moderne Bewegung für mehr Digitalisierung echt einer wirtschaftlicher Logik, einer enger pädagogischer Logik entspricht, also für die Wirtschaft und nicht unbedingt für die Kant. Interessant ist auch, dass ein ganz paar die Persönlichkeiten aus dem Bereich, wie der Jeff Bezos zum Beispiel, kann er nicht an Schule gehen, wo Computer oder viel Computer und Bildschirme benutzt gehen. Da ist ein paar die froh sind
en vue vun der ganzen Aufhörung vun Bildschirmer, Bildschirmisierung, die ich nennen, hier an den Schulen, die stattfinden, sind du die nötige Etüde gemerkt gehen oder konsultiert gehen, als den psychologischen und den medizinischen Aspekt für Kanner konsideriert gehen. Am mehr allgemein als en vue von der Entscheidung vom Ministerium für mehr Bildschirm eine Generalyse gemerkt. In einer Generalyse meine ich, dass sie einerseits Vierdeler guckt und andererseits auch Nodeler guckt. Den zuständige Minister hält und den Digitalisierungsprojekten an der Schule fest, man huet aber dem Fred Koip zum Deel misse recht gehen. Digitalisierung vun der Schule vom Unterricht das sicherlich auch kein Selbstzweck an gëtt eng Reihe von Risiken, ja, die auch zu einem ganz konkreten Notdeel können gehen. Ich denke, dat man den Darfsauflafung kann das ganz muss gesinn die Zeit gucken, die an der Schule, wo vielleicht auf engem Ekran leiert, mir aber die andere Zeit den außerhalb von der Schule dann auch noch auf engem Ekran NRW as dann muss konsiderieren. Wobei ich aber auch will ganz klar den Unterschied machen zwischen einem digitalen Lehrprogramm an all denen raffinierte Finesse, mit denen Computerspielindustrie doch probiert, die Jungen zu lackeln, am möglichst lang beim Ekran zu halten. Wir sind also absolut bewusst, dass nicht nimmer soll geschrieben gehen Klavier, mit dat Handschrift auch noch immer eine große Bedeutung hat. Wir wissen, dass die digitale Welt Risiken an Nebenwirkungen kann haben, und darüber merken wir auch gerade auch an den neuen Schulfächer, die der Herr Keupe die der ugeschwert hat, machen wir auch gerade auf die Wolle, ob mir sagen. Wie steht der langjährigen DP-Politiker zu der aktuellen Regierungspolitik? Das wollte man vom früheren liberalen Fraktionspräsident Erstatter Chefen Jean-Paul Rippinger gewürgen. An den möchte sich Karim Sorgen immer als Demokratie. Ich fand das katastrophal, wie mir momentan regiert gehen. An dass den organisierten Chaos. Leiit wissen selber alle Guten, wo sie drin sind. All 14 Dich können Chamber zu summen oder all 3 Wochen und dann neue Decisionen geholt. Das ist, was ich dort zu kritisieren habe, dass es gibt keine Separation des Pouvoirs mehr. Die Chamber ist nach just eine Chambre enregistreuse. Das heißt, die Regierung weist ihnen Text dafür und dann stimmen sie die. Das käme den opsteet am moment der Fäden durchsteht, ich schwätze noch von der Majorität, seht mir der Tote geht net. Wie as het mat de Grundrechter vun der Lützebäier? Wie as het mat dem Respekt vun der Lützebäier Verfassung? Auch die viel Widersprüche an der Corona-Politik leihen dem Jurist Mo. Oder der Masken und dann van der op Terras geht of van der 3 Meter vun der Strose wächt sinn, da muss Masken, die bis da so durchsetzt, a van der fort geht der Zellwicht. Das ist auch de monumentale Quatsch, weil der Zellwicht werde oder dieselwichte Wand as jo op der Terras wie och derbausen op der Stroß. Nimmen dat fir e Beispiel zulle. An die Beispieler können den akkumulieren, da das auch wann ich an den Bus gehen oder wann ich an den Tram gehen, an den Sophia und an einem Zug, wo Techleute zu Summe gepfercht sind und dann eng Maske hun. Mussen eng Masken sind aber nicht auf der Distanz, die Regierung sieht, dass sie muss behalten. Wann ich höllen dem Herrn Meisch in Politik, also das ist die reinste Chaos. Wann ich kann an der Schule hat, also ich gebe da nicht mehr dulde, was da momentan geschieht. Den Druck für sich gegen den Covid impfen zu lassen, hält auch hier am Land immer mehr zu, wie zum Beispiel am Pflege- und Gesundheitssektor. Und an dem Kontext erinnert ein Ex-DP-Politiker daran, gerade wie auch der DR, dass die Impfung absolut freiwillig muss bleiben. Das muss können frei sein. Für jeder muss können entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber wenn ich mich nicht impfen lassen, dann darf das keine Obligation geben. Und ich darf da auch keine Sanktion kriegen, dass ich dadurch nicht darf mit dem Zug oder mit dem Avion fahren und nicht an die Restaurant gehen und so führen. Das ist meiner Meinung nach auch gegen die fundamentalen Rechte, die an unserer Verfassung stehen, verstoßen. Dafür so nicht ganz klar, ich lasse mich nicht impfen. Dass Oppositionsparteien wie der DR am Parlament nicht auf mehr Gehör bei den 3 Gambia-Parteien stoßen, das bedauerte Jean-Paul Rippinger.
Leider sind die Fraktionen, die an der Chambre sind, an der Opposition, an der Minorität. Und sie gehen ganz oft auch so von den Majoritätsparteien behandelt, an der das lamentabel. CO2-Steuer ass reng ideologisch motivéiert a Basisbedürfnisse wie d'Hëtze vun der egener Wunneng an die perélech Mobilitéit gi quasi zum Luxusgut. D'Leit mat eng klengere Venu ginn do besonnech härt getraff. D'ADR huet dofir an der Chamber als eenzeg Partei die ersatzlos Aufschärfung vun deser Steuerdrangsalierung gefuerdert. CO2-Steuer belascht Familien besonders stark und geht op Kächten vun mi Schwachen, vun mi Armen. Das ist ganz hart, das ist vielleicht ein Dram von der geringer Partei, mit das den Albtraum für viele Familien mit mi kleine Gehälter, die nicht an der Staat wohnen. Der Kandidat von der SPD, den Olaf Scholz, den effektiv das gesagt wird, wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind. Und nicht einfach nach etwas gesagt, das hat er nicht gesagt, nachgesagt, ein immer höherer CO2-Preis sorge nicht für mehr Klimaschutz, sondern nur für mehr Frust. Bringt nichts für den Klimaschutz. Leute müssen sowieso tanken gehen. Das ist egal. An der Stelle fest, die 4 Parteien, die da geschwärzt haben, die sind alle gut auf der Seite vom nicht von Herrn Scholz, aber wir sind die Einzigen, die die Meinung auch vertritt. Und ich meine, das ist aber nicht die falsche Meinung, das ist mir die richtige Meinung. Da komme ich heute zu den Preisen, das schon viel gesagt gehen. Und ich hole mal die Preise am Vergleich vom 31. Dezember des Jahres an Lo bis mehr wie 5 Monate noch, weil du hast auch effektiv die Steigerung durch die CO2-Steuer, die am Anfang vom Jahr stattfand, dran gefahren. Und da geht eine super 95 von 1,070 auf 1,301, das ist eine Steigerung von 22 Centiliter, den Diesel eine Steigerung von 21 Centiliter, den Masut geht von 45 auf 64, das sind 19 Centiliter, das sind konsiderabel trotzdem Erhöhungen, die dort stattfanden und die auch zum Teil eben durch die CO2-Steuer kommen. Das sind als Beispiel von einem Tank von 50 Liter mischt das 11,15 € mehr aus wie nach am Dezember. Wenn ich einfach in Tank Benzin brauche, und ich schwätze nicht von einer Person, die von Weißwampisch zum Beispiel kennt, ich schwätze von einer Person, die von Habst oder von Peting kennt, da brauche ich also pro Jahr 579,8 € mehr am Moment, wie das nach am Dezember der Fall ist. Wenn eine Familie dann nach einem zweiten Auto hat, und noch von nach vielleicht Freizeitaktivität nicht, muss beim Auto fahren, und gibt aber viel gemengener Platz, da am Land der den nicht, dann dürfte muss ihn sich eben bewegen, für eine Geschäft zu kommen, eins doch 10, 15 Kilometer dahin und zurück. Ich möchte beim zweiten Auto, und ich, wie gesagt, ich schwätze nicht von Weißwamp, ich schwätze von Habst oder von Beiting, da möchte das schon 1.000 € die Jahr mehr Kosten aus, wenn er am Dezember, weil die mich weit wohnt, dann noch gerne mehr. Dazu kommen dann auch effektiv Masutpreise. Masutpreise rechnet bei 3.000 Liter Masut, da kommt darauf über 500 € mehr Kosten, die da hat. Also Leben steht an Familien, die am Moment mehr Kosten durch Petrolspreise von 1.000 € bis den WW mehr nach Benzin an 500 € Heizung. Das möchte am Ganzen dann den WW zwischen 1.500 bis auf 3.000 € mehr aus, wenn er für rund 6 Monate. Dafür wollen wir gegensteuern und dafür werden wir auch eine Motion proposieren. In dieser Motion stellen wir fest, dass Preise eben seit dem 31. Dezember stark geklommen sind. Wir stellen fest, dass auch die Steuern eine große Rolle dran spielen, dass das Steuerbelastung ob Käste geht von den Leuten, die ein kleines Revenu haben, an die Land wohnen. Und wir stellen noch fest, dass das negative Konsequenzen hat für ein ganz paar Sektoren wie Landwirtschaft und Logistik. Dafür fordern wir die Regierung op fir Zerregassteuer, op Masut, fir ze hëtzen an euro Brennstoffer, fir Gefierer op den Datum vom 1. Januar 2022 ersatzlos auslaufen ze lassen. Hier am Land hummer zenter Joren 3 Maison Medikal, die den Süden, den Zentrum an den Norden vom Land aufdecken. De Mand für eure lokale Gesundheitszentren für den Osten vom Land zu schärfen, besteht schon ganz lang. An awer schläft den Dossier solid.
A fir wat so ass, dat Fromelo den Dr. Joan Schoos vu Berdref, fir wat geht net virun mat dem wichten Uleies vu viele Biergercher. Ma ja dann das so, dass mir schon seit über 10 Jahren als ADR fordern, dass es eng Maison Medikal auch an Osten soll. Am Moment als ganz sauer Region, an auch Großteile von der Muselregion, mehr wie 30 Minuten entfernt von irgendeiner Maison Medikal, die Haut existieren. Das heißt, für die Leute, die do krank gehen, die nur besoin haben von einem Doktor, die besoin haben für Soins d'urgence, die aber nicht mit der Ambulanz geregelt gehen, staat Minimum eng halbe Stunde bis eng 3/4 Stunde fuhren, für überhaupt mal den Doktor zu sehen. Und wir fanden als ADR, dass das am Osten eng untragbar Sache ist. Es gibt schon verschiedene Projekte, dass mal einer Black auch von Mercher bzw. Potterspiel gespart gehen, was vielleicht gar kein schlechter Platz wäre. Und es geht immer es versprach Alkeier, wer Wahlen sind, dann hört alle Parteien plötzlich Pfändel stehen. Und sobald wir Wahlen rüber sind, dann sind wir eigentlich die einzigen als ADR, die nach daran erinnern, dass wir am Osten nicht privilegiert sind, sondern unterprivilegiert sind, was medizinische Versorgung geht. Das heißt, es fehlt wirklich politischem Willen an dem Dossier. Gell? Das ist eine rein politische Decision, wenn den zuständigen Minister Decisionen ging, zum Beispiel ob Grevemacher eine Maison Medikal zu setzen, da ging das gut. Aber es scheint einfach kein politischer Willen dort zu sein, für den Osten medizinisch auch proper aufzudecken, was die Urgenzen an die Nötigste angeht. Und das geht sicherlich in Zukunft nach mir wichtig, weil die Population am Osten hält so. Und auch die Babyboomer-Generation kennt nur an einem gewissen Alter, ich gehöre ja mit dazu. Und das heißt, automatisch kommen auch mehr Boboen, AWWerche dabei, die an Angreifen von einem Doktor auch an den Notstunden involvieren. Andere, wir als ADR werden auf jeden Fall nicht mitgehen, für immerem die Forderung für eine Maison Medikal für den Osten vom Land zu kreieren, immerem zu wiederholen. Und wir sagen Stimme Jean Schoos, merci für den Besuch am Studio. Gern geschehen. Bei der ADR-Frauen, die haben am Kader vom Mammendair am 13. Juni eng flott an noch wichtig Sensibilisierungsaktion an der Ueverstadt beim Rote Pötz lanciert. Zu der Gelegenheit wollten die ADR-Frauen ein Gest machen und die Mammen ehren. Das ist an unserer Gesellschaft heute gar nicht mehr selbstverständlich. Weil erstens haben wir eine familienfeindliche Stimmung und zweitens haben wir eine Regierung, die den Term Pap am Mam sogar wollen aufschaffen. Sie haben am Code Zivil schon aufgeschafft, das heißt an allen öffentlichen Dokumenten. Also wollen sie sogar so weit gehen, dass am Filiationsgesetz beschrieben wird, wen de Puppelchen auf die Welt gesetzt wird, am Platz Mam will so ein Parent qui a accouché l'enfant. Das ist für die ADR nicht der Weg, den wir gehen wollen, und auch das wollen wir heute noch zum Ausdruck bringen. Und dafür schenken wir den Mammen einen Lavendelstock, einen ganz schönen Lavendelstock, aber wir haben auch eine Broschüre ausgeschafft, wo wir als Hauptrevendikationen an der Familienpolitik aufzählen. Das haben wir geschrieben auf Lützeburgisch, auf Französisch und auf Englisch. Eine von den Hauptrevendikationen ist ja auch das ADR-Älteregeld. Das Älteregeld gibt den Eltern nicht erlauben, wenn sie es wollen, daheim zu bleiben, für ihre Kinder können selber zu erziehen und dann sozial versichert zu sein und ein Pensionsrecht zu haben für den Fall von einer Schädigung, dass sie dann nicht ohne etwas durchstehen. Das Älteregeld erlaubt natürlich aber auch den Eltern, wenn sie lieber arbeiten gehen, für da eine Betreuungsstruktur zu bezahlen. Respektiv, wenn ihr nicht Teilzeit arbeiten gehen, dann kann ihr sich für da andelen. Das alles sind wichtige Revendikationen, und die werden gesehen, ob lang dauern. Behält da der Recht, weil es kann ja nicht für diese Regierung hingehen und probieren, den Lien zu seiner Mom, zu seinem Pap, an die verwurzelt Zugehörigkeit, die Leute zu ihrer Familie fühlen, innergruben. Da der Familienpolitik als die einzige, die auf Dauer wird funktionieren.
An dese net einfachen Zeiten ginn an der Politik méi wie je Jongkleit gebraucht, die mat schaffen as sech och fir d Bierger ersetzen. Fir wat d'ADR do fir die richteg Parteiiers an eng langfristig Politik mëcht, an net wieviel anrer just den nächsten Wahltermin am Kap huet, dat seet als lo de Michel Lemaire, Präsident vun der Adrenalin. Leifrën, ech will mat diesem Message grad auch die Jung uschwätzen. D'ADR an d'Adrenalin ass déi Partei fir die Jung, weil mir und sich ein ganz langfristig Politik machen, an net just den nächste Wahltermin am Blick hun. An de Herausforderungen, die op Irsch Junker durchkommen, sind enorm. Wir hunn einen irresponsablen Umgang mit diesen Staatsfinanzen. Wir holen immer neue Schulden op, aber bezahlen keine Schulden zurück. Eine Rechnung, die irgendwann die Junge enke zu bezahlen wird kriegen. Wir wollen das nicht. Lützeburg wiest immer mehr sehr. Eise Bevölkerungswachstum ist enorm. Das führt dazu, dass heute schon viele Junker sich keine Wohnung mehr leisten können und Preise wirklich explodieren. Und es war meine Partei, die ADR, die ganz wurstensfroh und sich mal als echt abgeworfen hat. Wir wollen da doch auf 40, 50 Jahre, wenn die Junker noch voll am Berufsleben steht, die noch eine Lebensqualität hat, die sich noch Wohnraum leisten könnt. Das ist dann aber auch der Moment, über sozial und noch mehr moralisch Fragen zu schwätzen. Die Junker, die an den Schulen immer mehr politisch beeinflusst, die soll durch Regierungslinien durchgehen, zugehen. Auch Profen haben nicht recht, ihr an ihrer politischen Meinungsbildung zu beeinflussen. Wir sind der Meinung, dass die Junker sich ihre eigene politische Meinung bilden sollen. Das ist der Moment, für über Meinungsfreiheit zu schwätzen. Wie keine andere Partei setzen wir es dafür an, dadurch die als Junker zu allen Sujeten dürft ihre Meinung sagen, ohne müssen zu fährten, dass sie dafür bestraft geht oder sogar an der Schule dafür gehänselt geht. Wisst ihr, Politik ist ein immens spannendes Feld. Macht mat a bestimmt Zukunft vom Land mat, das im Irsch Junker, wo es geht. An dem Sinn sind die herzlich willkommen bei der Adrenalin. Bei Eis könnt ihr direkt mat diskutieren, die könnt direkt mat schaffen. Leiert Adrenalin, leiert ADR kennen, a bild ich für allem eigene Meinung. Mein Name ist Michel Lemaire, ich bin Präsident von der Adrenalin und ich so nicht merci für die Nulausterin. Am mir vun ADR Tele so nicht merci, dat ihr mat dabei wärt. Op der Tele könnt ihr es zwar net op RTL, mat dofir bei Doc an op per TV suivieren, a vergiss doch net fir regelmäßig op eiser Internetseite oder op Facebook zu informieren. Bleibt gesund, Adi, a bis die nächsten Käier.